Und damit willkommen zurück hier zu Super Smash Bros. Für die Wii U und natürlich online. Ja, der gute alte Michael wagt wieder mal ins Online-Geschehen und naja, man kann dann sagen, es ist mein sogenanntes Reboot. Sprich, diese Folge und SM4 auch noch. Denn es ist ein bisschen was Spezielleres, nicht nur mit Mewtwo als neue Charaktere bei Super Smash Bros. Es sollen noch viel weitere Charaktere kommen. Wow. Ja, Mewtwo wollte ich eigentlich auf dem 3DS direkt nach Release noch zeigen. Gab aber ein paar technische Schwierigkeiten. Diejenigen unter euch, die meine Pokémon Date Let's Play geguckt haben, die kennen das. Und bei Super Smash Bros. Dort ein ähnliches Problem. Deswegen, naja, dachte mir also, okay, jetzt reicht's mir. Ich trainiere zwar privat eher auf dem 3DS, aber jetzt hier kann ich eigentlich ganz gut mit meinen Mains hier auch auf der Wii U wieder mal richtig loslegen. Ja, Mains, gutes Stichwort. Wie gesagt, dieser und SM4 Part, also sprich insgesamt 5 Folgen, werden ein bisschen spezieller sein. Warum? Ganz einfach. Meine 5 Mains. Ja, ich habe 5, sprich 5 Charaktere, mit denen ich am besten zocken kann bei Super Smash Bros. Für Wii U und 3DS. Das wären Sonic, Ike, Link, Glurak und Lucario. Klingt nach einer ziemlich ausgefallenen Truppe und so und ja, eigentlich ursprünglich war bei mir irgendwie die Vermutung, weil ich einfach am besten mit denen zocken kann, ganz einfach, deswegen sind es meine Mains, aber wie ich mittlerweile irgendwie gemerkt habe, liegt der Grund irgendwie ganz woanders. Und zwar alle 5 Charaktere, wow, das war gerade ein bisschen heavy, übrigens, ich sage natürlich nicht gerade live, also kommentiere nicht live, sondern kommentiere das, was ich gerade auf der Wii U per Videofunktion aufgenommen habe. Ja, also, die 5 Mains haben alle eine spezielle Bedeutung, wow, der war übel, in meiner Videospielkarriere. Oder Geschichte, weil Karriere klingt ein bisschen so, als wäre ich da irgendwie der große Überflieger, was natürlich nicht ist, im Gegenteil. Ja, eher Videospielgeschichte war, oh, Alter, der war übel. Am Mewtwo ist nämlich ein Spukball lesen und nämlich Abklatsche von Lucario. Und umgekehrt? Naja, kommt immer drauf an, welche Charakter man lieber hat, war. Mewtwo war ja Mini und Lucario war Brawl. Jetzt sind halt beide vereint, naja. Also, diese 5. In der heutigen Episode halt Sonic. Warum Sonic? Hey, der blaue kleine Igel von Sega. Ist eigentlich klein, aber der blaue Igel. Der schnelle Igel vor allem von Sega und man es glaubt oder nicht, meine Videospielkarriere begann jetzt nicht so irgendwie wirklich mit PC oder doch PC vielleicht schon ein bisschen mit, ja, mehr oder weniger eigentlich mit Pac-Man noch sogar. Aber mit Konsolen oder sonst eigentlich nicht, da war ich eigentlich ziemlich, ich muss das Ganze ja zugeben, damals so mit 6, 7 Jahren, ich weiß gar nicht, irgendwie 5 oder so, eigentlich kaum mich dafür interessiert. Und Sonic war der Charakter, der das alles geändert hat. Denn wirklich mein erstes Spiel, mein erstes Konsolen-Handheld-Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welche Konsole es war. Müsste eigentlich Game Gear gewesen sein, war. Weil ich weiß, ich hatte, lass mich mal graben, dankeschön. Ich hatte den Game Gear nämlich noch vorm Game Boy. Muss man sich mal reinziehen, ey. Und Sonic war der erste Charakter, mit dem ich damals wirklich so gezockt habe. Also, Spielcharakter halt. Und der mein Interesse für Videospiele, Konsolen, Handhelds erst richtig geweckt hat. Tja, folgt oder wahr, Sonic hat mich auf die wie gesagt, Karriere würde ich eigentlich nicht sagen, Videospiellinie eigentlich so richtig eingeführt. Erst ab dann habe ich mich so richtig dafür interessiert. Der kleine, ich sage schon der kleine, der flinke blaue Igel hat mich also überhaupt dazu gebracht, mich richtig fürs Videospielen zu interessieren. Ja, damals noch für den Game Gear und so und was anderes, damals noch die coolen Sonic-Spiele, gab es sogar Sonic C, der hat damals noch ganz gerne gezockt, aber gab von, aber nicht gerade, ne, war noch Vorgänger vom Dreamcast. Alter, welche Konsole war das noch damals? Keine Ahnung mehr. Schon viel zu lange her. Aber schon verrückt, weil, ich meine, alle 5 haben irgendwie so eine Beziehung von mir und ist mir eigentlich nie so richtig aufgefallen. Gut, bei Glurak war es klar, bei Link eigentlich auch, aber bei Sonic, Ike und Lucario eher weniger. Gut, Lucario, das ist ein bisschen was anderes. Aber egal. Ja, meine geheime Nummer 6 mittlerweile ist ja Mario. Und bei Mario natürlich ist es genauso. Auf den Wegen, ja, Mario auf den Wegen, die ganze Mario-Serie. Was sowieso Nintendos Aushängeschild ist. Ein bisschen mehr als Zelda, würde ich mal behaupten. Und Super Mario Sunshine, so ist mein Lieblings-3D-Mario-Spiel. Und ja. Aber gut, zurück zu Sonic.
Er ist also der Zuständige oder verantwortet mich überhaupt, so Videospiele interessiere. Ist doch mal interessant, wenn man sich das Ganze überlegt. Sonic jetzt hier eigentlich, ja, ich würde doch eigentlich sagen, er zockt sich hier auf dem 3DS in der View ein bisschen besser als im Brawl noch. Vor allem der Spin, Alter, okay, da war selber schuld. Ja, Sonic ist wirklich so ein Charakter, mit dem man seine Gegner sehr, sehr gut nerven kann und mit dem ich mittlerweile einfach gerne einsteige, um die Stärken und Fähigkeiten eines Charakters oder eines Gegners natürlich besser einschätzen zu können. Klingt verrückt, ist aber so. Aber Sonic muss halt viel noch auf offensiven Angriff gehen, auf Kombos gehen und vor allem auch, naja, halt seinem Speed gut auswachen können. Wenn du den halt grabben willst, merkst du relativ schnell, ist der Gegner eher so ein Grabber-Typ, sprich, will er mich werfen und so, oder ist er doch der offensiv angreift, macht er mir auch mit Spezialattacken und so. Da finde ich mit Sonic, merken Sie das eigentlich fast am besten. Generell halt Sonic, ja, Angriffsstärke, er ist schnell, er ist fliegen, kann cool attacken. Teilweise ein bisschen doof, also noch länger brauchen sich wieder zu erholen, wenn er zum Beispiel so einen Spin macht, Gegner ausweichen, oder wenn du halt, ja, die Piste entlang rollst, wie zum Beispiel jetzt gerade. Nein, die war normal, der Spin. Wenn du normal lang rennst, genau so. Bis du damit, ouch, bis du aber den Charakter kontrollieren kannst, das ist, naja. Und teilweise ein bisschen nervig, aber ich glaube, das ist extra gemacht, einfach nur deswegen, weil Sonic wohl sonst zu mächtig wäre. Okay, der Gegner ist eher einer, der gerne smasht, man merkt's. Ja, Smash ist nicht cool und so, ich bin ja auch eher mit Sonic einer, der gerne smasht. Eben deswegen, weil Sonic auf wenig Schaden reinkloppt. Bei Sonic sind halt die Spins wirklich entscheidend und ja, der offensive Angriff, sprich seitwärts Smash, der haut ja schon rein, sondern halt wie Captain Falcons Punch, aber bei weitem nicht so stark und natürlich leicht Konterbar. Entschuldigung, Konterbar. Jetzt habe ich gerade irgendwie das Spiel draufgehängt, toll. Ansonsten hat er gesagt, Sonic in der Luft eigentlich auch ganz gut, aber hat auch eigentlich nur das Seitwärtskick. Der hat richtig Bums drauf und bei vielen Charakteren kann sie gar nicht richtig einsetzen. Vor allem bei Sonic, was ich auch schnell gemerkt habe. Hassgegner von mir für Sonic sind meistens diese Schwerttypen. Sei es Link, Ike, Marv, Robin oder sonst irgendwelche Typen. Da fällt mir noch ein. Ja, Meta Knight sowieso. Das sind einfach so Typen, die mit ihrer verdammten Reichweite, die machen meine ganze Strategie mit Sonic meistens zunichte. Mit Sonic, wie gesagt, will ich eigentlich angreifen, will ich nicht zurückhalten, sondern auf Konter warten. Voranstürmen, angreifen, Gegner nerven, das ist eigentlich mein Ziel mit Sonic und bei Schwerttypen ist es echt ein bisschen doof. So, komm Sonic, ich führe! Hau sie raus! Ja, springen es bei ihr. Vor allem halt wegen Kristallschub und so ist bei Zelda ein bisschen schwierig. Und das war so ein bisschen. Komm schon, nein, gut, der Wurf ist. Und dann noch zu wenig, okay. Ihr habt doch. Okay. Die fühlen mich gerade ein bisschen vor hier, kann das sein? Komm schon, jetzt geht mal raus! Okay, das war Pech. Scheiße, nee, es war natürlich nicht Pech, es war Unwissen. Also sprich zu wenig trainiert, weil. Ja, hätte vorhersehen sollen. Wo er spawnt und so. Naja. Mein Fehler. Ja, coole Musik gerade. Oh nein, Yoshi. Mein ultimativer Hassgegner für Sonic. Wieso? Weil Yoshi genauso nervig ist. Nee, ich finde sogar noch nerviger. Der wegen seinen dämlichen Eiern und vor allem wegen dieser Arschbomben-Attacke. Die Arschbombe, diese verdammte Arschbombe, die trifft nicht nur da, wo er gerade hinfällt. Nee, natürlich auch noch ein bisschen in die Umgebung. Da macht er einen auf Sonic, toll. Nee, ich hasse Yoshi. Und ganz ehrlich, ich habe sowohl lokal gegen NPCs als vor allem auch online gegen Yoshi-Spieler immer Mühe. Ich glaube, irgendwie von 10 Kämpfen gewinne ich vielleicht mal einen. Das ist so verdammt übel. Ich glaube, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ja auch Hochhaus verloren. Also in dem her, ja,
Was ist denn das gerade? Ja, ich frage mich gerade auch, wieso ich nicht ausgewichen bin. Genau das meine ich. Ich war gar nicht bei ihm. Trotzdem, ich sehe noch Sternchen und so. Und der ist sowieso übel. War schlimmer als bei Zero Suit Samus. Ich muss dazugeben, Zero Suit Samus kämpft mit... Alter, nicht schon wieder. Ja, mit Sonic eigentlich noch gerne. Die ist zwar schnell und so eine große Reichweite. Wem, weil sie das lange Beine hat und Sonic gut hindurchschlüpfen kann. Ich weiß, klingt gerade ein bisschen fehl, aber es ist so. Kann er auch gut die Momente abwarten, wo sie dann nichts machen kann. So. Mann, schon wieder. Genau so ein anderes Beispiel. Ich mache einen Punch, will dann kurz zur Seite auswachen, geht aber nicht, weil der Cooldown-Moment hat auch noch ein bisschen länger. Den mache ich eigentlich ja weniger. Sprich da den Smash unten in der Luft, wobei ich zugeben muss, ich mache noch gerne, wenn ich an der Kante dran bin. Dann noch ein bisschen Trampolin dazu, weil du kannst dich immer gut retten. Klingt verrückt, ist aber so, zum Beispiel jetzt hier auch wieder. Ja, er hatte anfangs Spins nicht so wirklich im Griff, mittlerweile kein Problem mehr. Also meistens. So, was liegt noch alles drin? Oh, es ruckelt wieder ein bisschen. Ich weiß gar nicht, liegt es am Rennerprogramm oder liegt's? Ah, der Verbindung. Nein! Mann, wow. Da weicht ich mal aus. Alter, was war das gerade? 18%, ein fetter Angriff von Yoshi und ich bin weg. Nein! Die verdammte Kante! Ja, es klappt nicht bei jeder Stage. Es klappt nicht bei jeder. Yoshi. Mann, wie ich den Dino hasse, hey. Also hier zumindest als Gegner. Hass! Mit ZZ. Nun gut, Freunde, ja, mittlerweile Sounds sind ein bisschen verschoben, aber das Gefühl, Entschuldigung, zwischen den Pausen. Los geht's im 4. Fight und Little Mac ist auch so ein Charakter. Guter Tipp noch von mir, falls ihr Probleme mit Little Mac habt, zwingt ihn in den Luftkampf, das ist immer noch am besten. Oder sprich, zwingt zum Angriff und irgendwie ausweichen und so. Beim direkten Angriff habt ihr praktisch keine Chance auf den Boden, da seid ihr so gut wie chancenlos. Relax. Aber in der Luft, oder halt sobald er wieder sich ein bisschen erholen muss, zum Beispiel... Ja, war ein Fehler von mir. Hätte ihn grabben sollen. Aber das sind eben solche Momente, wo man sagen muss, yo, geht zum Beispiel in der Luft nachsetzen sollen. Naja. Das sind so Momente, da hat man eigentlich keine Probleme. Übrigens, die ganzen Matches, die ich immer einsitze, ins Leere gehen. Ich mache meistens, damit mich der Gegner halt direkt nach angreift. Um dann wieder zu kontern. Na toll, war zu weit weg. Ja, der ist schon flink, der Little Mac. So. Nein, das war fehl. Alter, wäre beinahe fehl geworden. Okay, gut aufgeholt. Jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich mich jetzt einmal trifft, ist vorbei. Genau, der Punch, der ist übel. Deswegen punch ich erstmal zurück. Cool, war Little Mac. Was machst du jetzt? War Little. Was mache ich denn hier? Nein, das ist wieder! Mann, doch nicht so hoch! Du bist eines Flugs total ungeschützt, Sonic. Alter! Ist gut, Scheiße, ich sehe nichts mehr. So viel Spin! Spin me right round, baby, right round. Das ist auch schon ein Oldtimer. So, komm jetzt mal! Okay, mein Fehler. Da muss man echt alles ein bisschen einschätzen können, aber dann haben wir auch da ist eine sehr gute Chance, Little Mac irgendwann auf gut Schaden reinkloppen. Wie zum Beispiel jetzt hat er den Radius einigermaßen gut eingeschätzt und der war ein Fail. Und dann kann man Little Mac ziemlich gut kontern. Ansonsten, wie gesagt, Nahkampf empfehle ich keinem, vor allem mit Sonic nicht, das ist ein No-Go. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele da auf einen normalen Spin reinfallen. Ich will eine normale B-Attacke. Wobei, das ist auch nicht immer so gut steuern. Alter! Ist gut jetzt! Geh weg! So. Den Konter abgewartet. Mann! Oh, das war ein Fehler. Das habe ich reingelegt.
Ist wieder K.O.-Phase. Ausweichen! Oh, du bist ein Trottel, Sonic. Wieso bist du nicht ausgewichen? Alter, hättest du schon schön grabben können und den rausschmeißen. Okay, das war unnötig zu verlieren. Scheibenkleister. Gut, es wird Zeit zu trainieren, Freunde. Mit einem NPC, ja, meistens halt offline gegen die NPC Stufe 9 zu zocken. Nach jeder Vorbereitungsszene mache ich es eigentlich meistens so ein bisschen Spin und so austesten, dass alles funktioniert. Gerade alles so, wie ich es möchte. Genau das meint der Freund. Smash nach unten, nach direkt Rettungsattacke. Aber man ahnt gar nicht, wie viel man damit noch trifft, weil der einfach irgendwie nachsetzen will in der Luft und tun dann so, ohne mich. Machst das Smash nach unten und der Gegner denkt sich, der ist raus und plötzlich, oh nein. Kommt auch noch zurück. So, bin mal gespannt. Wer kommt jetzt hier als Gegner, beziehungsweise wer war es als Gegner? Oh nein, es war Sheik. Ah, ja, Sheik gehört auch zu den Charakteren wie gerade Little Mac, Meta Knight und auch Zero Suit Samus. Die sollen ihnen nichts nachstehen, was die Geschwindigkeit anbelangt, aber momentan sieht es gerade sehr gut aus für mich. Was ist jetzt los? Wie spielt denn der mit Sheik? Ja. Also das spielt ein bisschen mit mir, oder? Aber ich habe hier ein relativ leichtes Spiel. Ne? Niemals zu früh freuen, Leute. Niemals zu früh freuen. Ah, verdammt. Das war mir jetzt gemacht. Das war ein Smash besser gewesen. Na toll. Treffen, Sonic. Treffen. Der war cool. Und raus. Hä? Spielt's noch? Jo, dann mach noch was. Wow. Das Trampolin, na gut, das Schaden macht eher selten, beziehungsweise kann man natürlich nie so richtig einkalkulieren. Das können schon, aber darauf lassen wir jetzt eher weniger. Oh, der war ein Fehler. Und das war dann aus. Nee, doch nicht. Ja, Sheik nochmal rausschmeißen kann ein bisschen schwierig werden. Wie spielt denn der mit Sheik? Sheik muss viel mehr aggressiver sein. Die ganzen Kombos von den Luftkombos rauspacken und tschüss. Jo, Mann! Ja, da hat ausnahmsweise fast mal recht. Aber eben nur fast. Sonic. Yeah, yeah. Und los geht's mit dem letzten Fight für heute. Oh, das passt hier super. Wiederum gegen einen meiner Mains. Und ich muss ganz ehrlich dazugeben, wenn ich gegen meine Mains zocke, verliere ich eigentlich nie. Klingt verrückt, ist aber so. Glurak, ein Charakter, der sehr stark ist, vor allem in Smash, den darf man nie unterschätzen und fliegst du gleich raus. Den man nur schwer von der Kante kriegt, das ist auch so. Und vor allem mit dem Zertrümmerer, der ist sowieso übel der Move. Was für einen Nachhalteffekt hat, fast schlimmer als da. Autsch. Ja, den natürlich auch, aber der trifft eigentlich relativ selten. Wirklich ins Ziel. Zertrümmerer vor allem deswegen, oder ähnlich, genau, jetzt hier zum Beispiel wieder. Ähnlich wie bei Peach mit ihrem Toad, war die hat auch so eine Attacke drauf, mit dem sie gut kontern kann. So einen guten Nachhalteffekt halt hat. Okay, das funktioniert eher selten. So, komm schon, Luft rausschmeißen! Na gut, das nur mal sehr selten. Weil eben, wenn er da plötzlich zur Seite kommt und so. Und tschüss. Was? Was sprich einen Flammenblitz macht. Und Tschüssikowski. War viel zu früh, Kumpel. Viel zu früh. Schön nachgesetzt, hey. Ja, mit Glurak. Man kann auch mit Glurak effektiv zocken, kein Problem. Irgendwie habe ich das Gefühl, der macht ein bisschen zu wenig mit den ganzen Spezialeffekten, vor allem mit dem Flammenwurf und so weiter. Weil ich finde, es ist wirklich schwierig mit Glur gegen Sonic zu zocken. Ich habe auch schon gemacht in der
Sowohl online als auch offline und es ist schon schwieriger. Ja, da habe ich versucht zu kontern, aber... nein! Oh, nicht schon wieder die verdammte Stage! Der Trick wäre so cool, aber kann man natürlich nie, wenn er soll. Das war klar. Mann, ey, Kumpel, immer 0%, merke ich gerade. Cool. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Sonic's name speeds my game. Das war Fail. Glück gehabt. So, wir hauchen ihn jetzt raus. Wie gesagt, Lure hält jetzt noch viel aus, bevor er endlich mal rausfliegt. Ah, Mann! Beinahe gehabt, ey. Wieso ist er nicht ausgewichen? Das ist ihm noch da! Alter, über 160%, die wäre schon längst raus. Nö. Keine Idee. Ja, okay. Da wäre Werfen klüger gewesen. So, das könnte passen. Smash und tschüss! Der kommt so schnell nicht wieder. So Freunde, das war also gesammelt mit diesem ersten der 5 Parts bezüglich meiner 5 Mains. Nächstes Mal ist dann Ike dran. Bis dahin, tschüss!